war auch meine YouTuber. Da war eine kleine Post bekommen, einen stählernen Brief, ein richtiger Stahl, oder wenn man es nennen darf. Und das werde ich jetzt irgendwo ausbackeln. Und das zeige ich euch. Also wenn ihr Lust habt, kommt ein bisschen mit. Und auf das habe ich schon lange gewartet und jetzt habe ich es gekriegt. Und das freut mich ganz riesig. Also da liegt praktisch Anfang April nichts mehr im Weg. Na gut. Ja, das ist praktisch für mich für mein Heimatwald, wo ich jeden Tag mit dem Hund gehe. Ja, Hund habe ich heute nicht dabei, weil das ganze Problem, was ich habe, ich habe einen Rucksack bestellt am 10. März und heute haben wir am 24. März und genau der Rucksack ist noch nicht angekommen. Alles andere ist da, aber der Rucksack, der bleibt aus. Der ist definitiv bei DHL hängen geblieben. Am 13. wurde er ausgeliefert und am 14. März hat es nichts mehr da. Jetzt werden schon mehrere Beschwerden eingeleitet vom Verkäufer her. Und schauen wir mal, was wir jetzt erreichen, ob er diese Woche kommt. Aber es ist ärgerlich. Also, jetzt habe ich natürlich so eine Hängetasche dabei, wenn man das sehen kann. Und wenn man dann natürlich noch einen Hund auch mitnimmt, dann wird es ein bisschen problematisch. Aber der hat daheim so viel Platz, der kann raus, wenn er lustig ist. Und somit kommt er mal ein paar Stunden ohne mich aus. Das geht schon. Also ich gehe jetzt zu irgendeinem Platz, wo ich mein ganzes Zeug auspackelt. Dann zeige ich euch einmal meinen kleinen stählernen Brief. Ja, freut mich schon. Ja, jetzt bin ich da, habe einen schönen Platz gefunden hier. Absolut geiles Traumwetter. Ja, für mich ist das ein bisschen klar, das weiß ich, das ist eine Dackelgaragen von der Bundeswehr. Aber man kann so einigermaßen ein bisschen damit leben. Klar, ein Tab wäre natürlich größer. Ja, heute habe ich den Tag gewählt. Ich habe jetzt schon lange keine Videos nicht mehr gemacht. Wir haben viel Arbeit gehabt. Und jetzt habe ich Urlaub, Gott sei Dank. Und genau passend zu meiner Urlaubszeit habe ich ein richtig geiles Paket bekommen, also einen kleinen Brief. Ein stählerner Brief ist da drin, keiner vom Finanzamt, keiner von der Gemeinde. Einfach was Geiles und ich bin absolut happy. Und ich zeige es euch. Wir haben nämlich bekommen die Bushbox XL von Bushcraft Essentials und die ist heute gekommen und da freue ich mich richtig. Also besser gesagt, gestern ist die Post gekommen und heute werde ich das auspacken, extra für euch. Das einzige, was ich machen werde, ich möchte unbedingt noch so in den Originalzustand lassen, wie es möglich ist. Darum werde ich heute nicht mit Holz heizen, sondern ich habe nur so mehrere Dosen Brennpasten daheim und mit denen werde ich natürlich heute heizen. Ja, dann würde ich sagen, ich schalte dann einmal ein bisschen rüber in die Detailansicht und dann werden wir das Teil ausbackeln. So, das ist das edle Stück und das werden wir jetzt aufmachen. Schauen wir mal. Müll schieben wir gleich. Ja, geliefert wird das ganze Teil in den
super geilen Beutel. Schaut recht robust aus. Ja, das ist so mit Wolle-System. Hier, und da haben wir noch was zum Aufhängen. Das kann man jetzt praktisch irgendwo ohne hängen, aber da bricht das Teil zusammen. Das ist natürlich herrlich. Na gut, dann machen wir das gute Teil einmal auf. Ah, ich kann es einfach nicht glauben. Alles perfekt reingemacht. Ich habe das komplette Set bestellt. Und da ist die Zwischenplatten drinnen, wo man Trangier oder Brennpasten oder wie auch immer draufstellen kann. Das ist einmal Teil 1. Und hier ist das Herzstück. Aha. Ach ja, ich habe das Set bestellt und habe nochmal zusätzlich 2 Topfauflagen mit dazu genommen, weil mir das lieber ist. Und deshalb sind da 4 Stück drin. Gehe ich mal davon aus. Die haben das gleich damit reingesteckt. Das ist da so Halterungen. Das ist recht praktisch. Da kann man die reinklicken. Cool. Und dann kann man das ganze Teil richtig auseinanderklappen. Ich zeige das nochmal, weil man mal erkennen kann, dass das Aschenblech, da ist dann ein Lochplatten, das Aschenblech fällt runter und jetzt fällt die Lochplatte runter, wo man eigentlich dann Holz auflegen kann. Also in diesem Fall mache ich das nicht. Ich will die unbedingt noch Silber lassen. So, und jetzt habe ich was Besonderes. Bei uns hat der Nachbar in der Firma, der arbeitet viel mit dem VA-Blech. Und dann habe ich mich gefragt, ob er zufällig so ein Bodenblech mir ausschneiden kann, wo man die Bushbox draufstellen kann. Und da hat er mir extra die Kanten rund gemacht, sauber entgradet, passt in jeden Rucksack rein, eine super feine Sache und stabiles Blech. Dann kann man nämlich die Teil da draufstellen. Ja, macht einen ganz soliden Eindruck. Okay. Muss ich gerade noch mal überlegen. Dann das Zwischenblech, das kann man dann nicht tun. Ja, eigentlich ist es Käse. Ich brauche das gar nicht erklären, weil da gibt es 1000 Videos. Also eigentlich ist das ganz selbstverständlich, wie man die aufbaut, wenn man sich auskennt. Jetzt muss ich selber erst überlegen, wo das Blech reinkommt. Ah ja, das sind so Löcher. Oder so Schlitze. So. Ja, so sieht das Ganze aus. Da ist jetzt das Lochblech drin. Das kann man da bei diese Schlitze und hier wird das eingehängt. Coole Sache. Na gut, dann werden wir das Teil einmal ein bisschen anheizen. Also ich habe Brennpaste dabei. Die muss auch mal weg. Und so Brennpasten, das geht glaube ich ja ganz gut. Stellen wir da rein. Ja, schaut ganz gut aus. Ja, ich habe jetzt da die Brennpasten drin, weil ich der Meinung bin, dass die Brennpasten genauso gut geht. Ja. Funktioniert, die sieht man gar nicht. Wahnsinn.
sieht man gar nicht mal. Ja, was habe ich Schönes dabei heute? Ich habe mich für was Besonderes entschieden. Und zwar für Weißwürste. Bavaria Dinner. Ja, das Video heißt ganz einfach Unboxing Bushbox XL und Bavaria Dinner. Ausgemaß. Da tun wir gar nicht lang rum. Da muss ich ein paar mit heimnehmen. Es sind 5 Stück drin und das ist ein bisschen zu viel. Schauen wir mal. Naja. Ein paar packen wir schon. Ich mache jetzt alle und die andere kriegt der Hund. So machen wir es. Da kommt der Müll wieder rein. Nicht, dass einer meint, ich schmeiße den Müll da in den Wald raus. Dann habe ich Mini-Laugengebäck. Und Sauerpfui. Kriegt auch nicht der Hund. Der Pferde soll ja auch nicht lieben wie ein Hund. So. Müll rein. Dann habe ich mir ein Elgin Literflaschen zugelegt. Habe ich bei mehreren Videos schon gesehen und macht einen sehr guten Eindruck. So. Da brauche ich schon fast keine Topfauflage. Ne, die brauche ich gar nicht. Da brauche ich keine Topfauflage. Cool. Dann warten wir bis warm werden. Deckel drauf. Ja, das war früher mal so ein Kiesgraben und da kommt so gut wie keine Sau dahinter. Da liegt sogar noch ein bisschen Schnee drin. Und das Geile ist da drin, ja, da ist man so richtig windgeschützt. Echt cool. Schon geil. Also ich gehe da oft mit dem Hund entlang. Man sieht zwar schon dann da auf die, ist aber weit drüben die Hauptstraße, aber da kommt so gut wie keiner und das ist einfach ein geiler Platz da drin. Theoretisch kannst du sogar ein Lagerfeuer machen. Aber bei uns leider verboten, weil das ist alles ein Naturschutzgebiet. Und naja, das mit den Brennpasten funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also das ist noch zwar ein Alutopf, werden wir aber natürlich da auch irgendwann einmal gescheites Edelstahl zulegen. Aber wenn man bloß schnell mal Wasser heiß macht oder Würst, dann mag das gehen. Gefährlich ist es also auch, glaube ich, eher, wenn man irgendwas mit Öl anbraten muss, dann kann es problematisch werden. Dann gibt es dazu der beste Weißwurst, was es überhaupt gibt, mein Favorit. Und von den meisten der Favorit, Händelmeier. Bayerisch süßer Hausmachersenf. Also das ist echt geil. Muss man mal überlegen mit Brennpasten, das sind vielleicht jetzt knappe 5 Minuten. Na gut, Aluminium leitet natürlich die Wärme brutal schnell. Naja, aber das ist die Bodenplatten. Das ist echt ein geiles Teil. Und passt wirklich in jede Seitentaschen vom Rucksack. Das ist super. Ja, Weißwürste
kocht man normalerweise daheim viel anders da eigentlich. Das Wasser wird richtig gekocht und wenn das Wasser richtig sprudelt, kann man sofort die Weißwürste rein, Deckel drauf, Topf auf die Seite stellen und 10 bis 12 Minuten ziehen lassen, da werden die Weißwürste egal und sie kriegt keine Reißverschluss. Also auf gut Deutsch gesagt, es kann keine platzen und das ist der Vorteil. Aber hier draußen gibt es die zweite Variante, so lang kochen und wenn das Wasser zum Kochen anfängt, sofort den Topf wegtun, dann sind die Weißwürste fertig. Nachteil bei dieser Variante, hier muss man dabei sein, da kann man den nebenbei noch irgendwas anderes machen. Das funktioniert nicht. So. Ja, die Brennpaste brennt noch. Noch ein bisschen dampfen. Ja, und dann so auf die Schnelle ist Aluminium schon eine feine Sache, also kann man nichts sagen. Wenn man es nicht tagtäglich hernimmt, sehe ich gesundheitlich jetzt da weniger Probleme, aber die, wo jeden Tag ein Deo-Spray da reinhauen, das ist nämlich schädlich. Aluminium wird über die Haut viel intensiver aufgenommen und ist schädlicher für den Körper, als wenn man es da reinspachtelt. Also, und ich glaube, heutzutage ist wirklich egal, was man isst oder frisst. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber ich glaube, es gibt nichts mehr, das wo ausreichend gesund ist. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Oh, wird schon warm. Funktioniert. Aber seid mir nicht böse, ich wollte die unbedingt ein bisschen silber lassen und deshalb wollte ich die heute noch nie mit Holz heizen, weil es so schön ausschaut. Die wird irgendwann schon mal wirklich braun. Aber jetzt lasse ich es nochmal in meinen Zustand. Die Brennpaste geht echt die Hitze nach oben und ist die natürlich schön kalt. Ja, super Sache. Na gut, dann wärmen wir uns einmal. Ich habe so viele Taschen, da ich gar nicht mehr weiß, wo mein Feuerzeug ist. Ich habe noch ein bisschen was mitgenommen. Und zwar ein Augustiner Edelstoff. Also Prost. Mach mal Brotzeit, Brotzeit ist die schönste Zeit, weil uns dann die Arbeitszeit wieder besser gefreut. Na gut. Na gut, ich lasse mir das jetzt dann schmecken. Ich gesagt, der Weißwürste sind fertig. Und ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Mehr konnte ich euch jetzt heute nicht bieten. Ich habe mich schon gefreut, dass die Box gestern gekommen ist. Und das ist schon mal Gold wert. Und jetzt genieße ich die Weißwürste mit dem Edelstoff. Also Prost! Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Helmut, Janka Filmschmiede. Abonnieren nicht vergessen, da würde mich freuen. Ja, also dann.
Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ja, servus. Ja, Bier ist schon was gut. Ah ja, nur mal was zum Schluss. Also Weißwurst muss man nicht unbedingt zuzeln. Ich bin zwar ein Bayer, aber ich esse lieber mit der Gabel und Messer. Sonst hat man batzige Finger und dann gelangt die Kamera wieder und das ganze Gerödel. Echt super. Saugeil. Händelmeier und also ich lasse mir das schmecken.